Guten Morgen, ich bin Kathi, ich schaue das Projekt Erdschiff hier. Projekt Erdschiff ist eine Initiative vom SAL. Und das SAL noch nicht kennt, das ist der Repräsentant von der Transition-Bewegung zu Lützeburg. Es gibt eben eine Bewegungsseite von Bürgerschaft Benevolen, die das Movement drohen. Und die am Anfang Projekte umsetzen im Bereich Gerd, Lebensmittelproduktion, Solarkooperativen, Energiekooperativen. Voilà. Und aber auch Sachen nachhaltig verändern auf lokalem Niveau. Wir sind aber auch professionalisiert seit 2015, sind wir extrem sehr gewusst und wir haben 18 Personen, die auf verschiedene Projekte arbeiten bei uns. Und wir haben die auf 4 Sektoren abgedeelt, für ein bisschen zu weisen, wie ein Aspekt von der Transition eben von uns repräsentiert gehen. Da ist eben Lebensmittel, das ist ganz stark mit Urban Gardening, aber auch generell Reflexionen über, wie kann ich Lebensmittelproduktion lokalisieren und resilient machen, was Klima anbelangt, was verschiedene Disruptionen anbelangt von einem globalisierten System. Dann Unterstützung von der Bewegung, ich würde runtergeschwattet, wie können wir Leute dabei unterstützen, eben, dass Gruppen gut funktionieren, dass sie können ihr Projekt gut umsetzen, sich gegenseitig unterstützen, auch dass wenn Projekte auf verschiedene Plätze gemäht gehen, dass sie sich eben gegenseitig können unterstützen. Dann haben wir gesagt, den Age Economy, am Anfang die ganze Relation mit der Arbeitswelt, mit was ist der Sinn von meiner Arbeit, wie kann ich eine Ökonomie gestalten, die viel mehr nachhaltig ist, viel mehr lokal. Und dann haben wir eben gesagt, den Recherche und Education für allem begreift, aber auch relativ systemisch gesehen. Wir sind von verschiedenen Leuten finanziert. Voilà, das ist den Überblick. An 2015 haben wir eben beim Erdschiff-Projekt die als Idee gehabt, hatte wieder Finanzment nach Land. Und weil das Idee war wirklich schwer, so ein Erdschiff als inspirierender Bau zu haben, für eben dann in das Spaß abzumachen, für regenerativ lehren, für am Anfang als Relation zu den Ressourcen, als Relation zur Energie, als Relation zu Materialien anders zu moderieren. Und dann haben wir dann angefangen, eben, um Erdschiff-Projekt zu schaffen. Gehen los 6 Prinzipien vom Erdschiff. Ich werde ganz kurz darüber gehen. Erdschiffer kommen aus Neumexiko, USA. Ich habe gesehen, irgendwas da auf der Pläne aus. Und sind eben 6, also von 5 Designprinzipien Juni dabei gemäht. Da denen ist eben, dass just von der Sonne geheizt gehen, just von ganz relativ primitiven Systemen gekillt gehen, dass sie ohne fossile Energie funktionieren, dass sie ihren eigenen Knast am Anfang regenerieren, durch verschiedene Methoden. Und dann aber auch, dass eben mit Materialien gebaut sind, die rezykliert sind und ökologisch. Wir haben ganz viel Wert drauf gelegt bei Eisenmehrstoff, ganz viel mehr mit ökologischen Materialien gebaut, wie das normalerweise der Fall ist. Sie rekrutieren noch hedische Wasser an und dann teilweise über ganz performant Wasseraufbereitungsanlagen an denen Häuser als Essensproduktion integriert. Normalerweise ein Großwasserpflanzbecken, wo dann eben Wasser rezykliert wird, dann nicht kehren, dann vielleicht nein kehren. Und mir haben eben auch wichtig fand als ein Designprinzip, dass den Kommunität beinhaltet. Weil an ihrer Originalform sind die Häuser DAX einfach Residenzen für eine Familie. Und wir wollen aber das heißt, echt da in pädagogischer Raum aus, den Obers für Bürger, für Junker, für alle möglichen Leute aus der Region. Wir haben dann Terrain gekriegt vom Artlycée Reden, die zur Verfügung gestellt hat. Und dann 2019 gibt es noch viele Genehmigungsprozesse und allmählich Designprozesse. Dann den ersten Chantier partizipativ angefangen, wo ungefähr 60 Junker und nicht so Junker zusammengekommen sind, für eben dort Fondationen zu bauen und Pneu zu bauen und so weiter. Ich sehe ein bisschen, wie das aufgelaufen ist. Wir sind eben von diesen Finanzeuren unterstützt für den ganzen Bauprozess, besonders die 3 Öfen. Und daneben hat man ganz viel Echange noch um europäisches Niveau mit Jungen
die fängt zeitlang bei uns kommen. Wie ihr wisst, war 2020 ein bisschen ein anderes Jahr. Und das ist ein bisschen schwer gewesen wegen einer Pandemie. Weiterzumachen mit einer partizipativen Konstruktion. Mir hat das funktioniert. Ich sehe immer mehr wie ein Haus aus. Dach drauf, mal gebaut gehen, dann bin ich Visiteurin. Dann, voilà, teilweise letztes Jahr im Sommer. Und das Jahr sind wir wirklich schon an Definitionen. Und Bahnen alles zu schaffen, weil der Global ist fertig. Und das Schiff soll 2021 fertig sein. Das heißt, wir sind ab 22 startbereit, für eben auch den Raum pädagogisch zu nutzen. Wir haben mittlerweile ein Finanzment vom Fonds National de la Recherche, den ist PSP Flagship. Das ist ein Wissenschaftskommunikationsgrant, wo wir eben zu 3, also es gibt ein Konstruktionsteam und da gibt es eben ein Teilteam, wo wir Workshops entwickelt haben über das letzte Jahr. Und die will man auch mit ihr testen. Das heißt, wenn der Lust tut, hier bei so Workshops mitzumachen, dann melde ich. Just für euch ein bisschen zu erklären, wie als Approach ist bei den Sachen. Wir haben einen relativ systemischen Approach. Wir haben, also wir wollen am Anfang auch Systeme vom Erdschiff benutzen, für Zusammenhang zu weisen zwischen verschiedenen Systemen. Wir haben einen ziemlich spielerischen Approach. Wir haben auch verschiedene Szenario-Spieler, die wir benutzen, für zum Beispiel eben über Bien commun zu schwätzen, über Gemeinwohl, über als Kollektiv beholen, was er dem auslässt, auch Moment, was nur geht so belangt. Und wir machen auch praktische Sachen, eben für empfangen den Klassenraum aufzubauen, du baust an die ökologischen Systeme. Als Idee ist eben für mit Jungen zu schaffen, also als Hauptsache für Junge ab 15. Wir müssen aber auch die ein oder andere Offer für die Fundamental. Das heißt, wir können das doch ein bisschen aufpassen. Und was wir wollen erreichen, ist, dass die Jungen, die schon immer ganz engagiert sind, und ich meine, dass kein Junge genau mit denen nicht sensibilisiert, also Umweltthematiken, sie fühlen sich stark ohnmächtig mit all den großen Changementen, die gerade klimawandeltechnisch und so weiter anstehen. Und dass wir in welcher Weise fähig kann, als Einzelnen und als Gruppe an Aktion gehen und inspiriert sind. Das ist am Anfang das Hauptobjektiv. Nun eben durch verschiedene Offeren, heißen die wie flexibel Offeren, die werden noch die ganze Zeit weiterlaufen, über ja, die können so buchen. Denen das eben ein Kurs her, wo der Welt kommen, mit einer Klasse oder mit der Wissen, für eben das aus sich zu entdecken als ein System. Das ist ein relativ kurz Offer, maximal 2 Stunden. Dann haben wir schon die Partizipativ von einem Konstruktionsteam, der nach immer weiterlebt, wo da könnt einen Tag kommen, mit einer Klasse oder eine ganze Woche oder Milan. Wir sind noch relativ flexibel, aber ich wäre ganz froh, wenn der erst meldet, für eben helfen, das fertig zu bauen. Dann haben wir eben Workshops entwickelt, die wir im Moment testen. Zum Ende vom Schuljahr können wir die buchen. Und dann eben als Feedback gehen, wie die für euch sind. Geht eben um Ressourcen viel, geht Donut Economics, so die Idee vom Overshoot, auch von der sozialen Fondation, die man braucht, für gut zu leben. Was heißt das, gut zu leben an ökologischen Limite vom Planeten? Geht viel um Kreislaufwirtschaft und geht auch um ökologisches System, das Design inspiriert von der Natur. Und Boden, zirkulären Design. Also es geht auch wirklich viel darum, für durch ein konkreten Designprojekt dann Sachen sich zu appropriieren, Sachen neu zu imaginieren. Voilà, das ist, von da für die Workshop buchen, könnt ihr bei der Website gehen, www.erdschiff.lu. Und du oben am Eck seht ihr Buche Workshop, könnt ihr da hingehen. Oder wenn ich die Daten nicht passen oder die Workshops, die da wollt, nämlich da sind. Wie gesagt, die kommen 2022 mehr reguläre. Und an der Zwischenzeit sind wir auch ganz interessiert, für Partnerschaften mit Schulen aufzubauen über eine lange Zeit. Wenn wir denken, dass so kurze Workshops ganz interessant sind, für systemischen Wandel machen wir ein bisschen mehr Kontakt, ein bisschen mehr Engagement auch.
natürlich musischen Aktivpartnerschaften mit verschiedenen Schulen. Wunderschön, mir gibt es gerne scheren. Ich kann dich als gerne kontaktieren. Ich muss merci.